Stelle, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit in Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gibt Belehrungen über Jetsun Garbhas erfüllte Bestimmung. Erster Tag. Sejong erhält eine virtuelle Audienz bei seiner Heiligkeit in Dalai Lama. Tibet-Unterstützer in Südafrika, Russland und Indien beglückwünschen Sejong Benwa Tsering. Sejong Benwa Tsering bespricht Covid-19-Situation und Vorbereitungen. Sejong trifft tibetische Kommissare der obersten Justiz. Ungarns Hauptstadt Budapest weiht Dalai Lama Straße ein. Sri Ramakrishna Sewa Ashram Samiti in Rourke markiert Buddha Purnima als Tibet-Tag. Seine Heiligkeit gab der tibetischen Jugend am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in seiner Residenz eine zweitägige Online-Belehrung über Jetsun Garbhas erfüllte Bestimmung. Am ersten Tag der zweitägigen Unterweisungen erklärte seine Heiligkeit der Dalai Lama, dass er nicht dafür betet, dass die 7 Milliarden heute lebenden Menschen Buddhisten werden, sondern daran arbeitet, eine friedliche Welt zu schaffen, in der die Menschen Liebe und Mitgefühl füreinander kultivieren. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab Sejong Benwa Tsering am Mittwoch dieser Woche eine virtuelle Audienz und wies darauf hin, dass es die Verantwortung des gewählten Sejong ist, die tibetische Sache zu lenken und das tibetische Volk mit demokratischen Prinzipien und Praktiken durch die bevorstehenden Herausforderungen zu führen. Sejong Benwa Tsering unterbreitete seine Heiligkeit mit einem detaillierten Bericht über die unmittelbaren Schritte, die er in den letzten 7 Tagen erarbeitet hat, um die dringlichsten Probleme anzugehen, einschließlich der Covid-19-Krise und seinen Engagements, eine dauerhafte Lösung für den chinesisch-tibetischen Konflikt durch einen gewaltfreien Ansatz zu finden. Prinz Mangosuthu Buthelezi, ehemaliger südafrikanischer Politiker, Gründer und emeritierender Vorsitzender der Inkatha Freedom Party, gratulierte Sejong Benwa Tsering zum Wahlsieg. Während er Sejong Benwa Tsering Kraft und Mut zusprach, hat Prinz Buthelezi ihn bei seinem nächsten Besuch in Südafrika als Gast bei der Parlamentseröffnung eingeladen, dabei zu sein. Prinz Buthelezi lobte auch Dr. Lobsang Singhi für seinen 10-jährigen Dienst. Russischer Duma-Mitglied TSG und Citizen Power Initiatives for China sowie die in Indien ansässige Tibet-Unterstützergruppe Bharat Tibet Samanvaya Sangh sandten ebenfalls ihre Glückwunschbotschaften an Sejong Benwa Tsering. Sie wünschten der neuen tibetischen Führung Erfolg und bekräftigten ihr Engagement für die gerechte Sache Tibets. Gleich am ersten Tag seiner Amtszeit hat Sejong Benwa Tsering am Freitag letzter Woche bei einem Treffen mit der Covid-19 Taskforce der tibetischen Zentralverwaltung die Situation in den tibetischen Siedlungen in Indien und Nepal überprüft. Sejong Benwa Tsering betrachtet die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in den tibetischen Gemeinschaften in Indien und Nepal als eine seiner höchsten Prioritäten. Der Sejong besuchte die Quarantänezentren in Dharamsala und weihte einen neuen Krankenwagen des Delhi Hospitals ein. Der CTA-Präsident Benwa Tsering gab am Samstag vergangener Woche die neuen Covid-19-Richtlinien des 16. Gascha heraus, die sich darauf konzentrieren, eine vollständige Impfabdeckung der tibetischen Gemeinschaften in Indien und Nepal zu erreichen, die medizinische Versorgung und Lieferung von Ausrüstung für diejenigen, die mit Covid-19 kämpfen, zu priorisieren und Hilfe für die Bedürftigen und von der Pandemie Betroffenen zu leisten. In seinem ersten Treffen mit dem tibetischen obersten Justizkommissarin bekräftigte Sejong Benwa Tsering am Dienstag dieser Woche sein Engagement, entschlossen die Einheit innerhalb der tibetischen Exilgemeinschaft zu stärken. Um einen kollektiven Fokus auf gemeinsame Ziele aufzubauen, sagte Sejong, dass er die internen Beziehungen stärken werde, indem er alle Beteiligten der Exilgemeinschaft erreichen will, welche nicht nur die oberste tibetische Justizkommission, das tibetische Exilparlament und ihre autonomen Gremien, sondern auch NGOs und die Medien mit einschließt. Es wird erwartet, dass der Sejong bald ähnliche Treffen mit den Leitern verschiedener anderer Behörden der Exilverwaltung abhalten wird. Der Bürgermeister von Budapest, Gercli Karacsony, und die Bürgermeisterin des 9. Bezirks von Budapest, Christina Baranyi, haben am Mittwoch dieser Woche die Dalai Lama Straße in der ungarischen Hauptstadt Budapest eingeweiht. Der Bürgermeister von Budapest drückten dabei ihre Besorgnis über Chinas Diplomatie, der Schuldenfalle aus und der Ausweitung des chinesischen undemokratischen Einflusses in den demokratischen Ländern einschließlich Ungarn. Neben dieser Straße wurden 3 weitere Straßen umbenannt, die Uigurische Märtyrerstraße sowie die Free Hong Kong Straße und die Bischof Sikuang Straße. Die Umbenennung der Straßen erfolgte aus Protest gegen die Zustimmung der ungarischen Regierung zum geplanten Bau der chinesischen Universität, da die umbenannten Straßen den Standort des geplanten chinesischen Infrastrukturprojekts umgeben.
Am Buddha Purnima, Buddhas Geburtstag, Erleuchtung und Eingang ins Parinirvana, dem Vollmondtag des heiligen Monats Sagadawa, wurde unter dem Banner von Sri Ramakrishna Seva Ashram Samiti in Uttarakhand ein virtuelles Programm mit dem Titel Tibet, ein idealer Botschafter der Gedanken von Lord Buddha organisiert. Das virtuelle Programm beinhaltete Diskussionen über die historischen Fakten Tibets und betonte die Wichtigkeit der Existenz Tibets nicht nur für die Weltgemeinschaft, sondern auch für die Sicherung der indischen Grenze am Rande des Himalayas. Sie sprachen auch über die Einmischung Chinas in die Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die Beziehung zwischen Indien und Tibet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.